Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurer Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. In der heutigen Episode reden wir über den Belgien Grand Prix sowie auch über den Ungarn Grand Prix und was natürlich wie immer zwischen den Grand Prix und auch nach den Grand Prix passiert ist. Und falls euch die Episode oder auch der ganze Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen und teilt doch auch gerne den Podcast teilen mit euren Freunden, Kollegen und Familie, so könnt ihr uns sehr supporten. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Gut, wir legen los, wie immer, chronologisch. Wir starten in Belgien. Wir haben wieder mal ein Rennen in der Antenne. Ich glaube, es ist das zweitletzte Rennen. Kann das sein? Oder ist nächstes Jahr ist, glaube ich, noch eins in Belgien. Und nachher wird es ja gesplittet oder immer hin und her geswitcht mit Barcelona. Barcelona? Hey, scheiße, die ersten paar Minuten schon so etwas. Also, jedenfalls, wir sind jetzt wieder in Belgien gewesen. Für mich immer noch nach wie vor neben einer Strecke, wo wir später auch noch drüber reden. Eine von meinen absoluten Lieblingsstrecken im Formel 1 Kalender oder auf dem Planeten. Belgien, wirklich eine sehr, sehr coole Strecke. Und wir haben auch eine kleine Änderung gesehen, wieder am Red Bull. Und zwar in den letzten zwei Rennen, also respektive Österreich und, wo war es noch gewesen? Silverstone. Silverstone, genau. Haben wir ja gesehen, dass der Mr. Max Verstappen ein bisschen Probleme hat mit seinem Auto, respektive wir sind schon davon ausgegangen, inoffiziell, auch muss man da an dieser Stelle sagen, weil Red Bull hat das nie offiziell kommuniziert, dass sie Probleme haben, angeblich, dass der Rear Wing, also es ist ja nicht mehr DRS, aber wir sagen jetzt einfach mal, der DRS-Flap hinten nicht mehr richtig schließt. Also sind ja da der Macarena Wing, wo er sich eigentlich so dreht. Und der schließt angeblich nicht mehr richtig. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Und das ist mit unter anderem so der Grund, wieso das Auto dann nachher auf der Hinterachse so instabil wird und sich dann nachher wegspinnt. Jetzt hat Red Bull da mal eigentlich wieder zurückgerüstet auf Belgien, hat dort eigentlich sozusagen wieder den alten Flap drauf da und hat dann nachher eigentlich das ganze System nochmal überarbeitet, wo ja jetzt Red Bull jetzt wahnsinnig viel geholfen hat, weil ich denke, der Macarena Wing wird wahrscheinlich schon mehr Performance bringen. Für mich ist das immer noch ein bisschen so ein Rätsel, wieso das eigentlich gerade ausgerechnet nur Red Bull und Ferrari den Wing haben. Ich glaube, das McLaren bringt auch bald mal ein, ich glaube sogar auf Holland. Aber wieso das kein anderes Team den am Start hat? Also wieso setzt eigentlich nur die gerade drauf? Ist das echt von der Philosophie vom Fahrzeug her, wie man die Luft leitet ums Auto um, oder was ist echt da der Grund? Was meinst du? Ja, ich glaube, bei vielen habe ich das Gefühl, eben jetzt gerade zum Beispiel ein Audi, ein Cadillac, wird es schlichtweg, man hat gar nicht daran gedacht sein, oder hat sich überlegt, ja, ist das denn wirklich legal? Man weiss ja, dass Red Bull und Ferrari relativ früh schon ihre Vorschläge gebracht haben. Das wahrscheinlich einfach im Development Cycle von der anderen erst viel zu spät herausgefunden worden ist. Wegen dem bringt es jetzt so McLaren relativ verspätet, also eigentlich erst in die zweite Hälfte rein. Und dann glaube ich, dass zum Beispiel bei einem Aston Martin das halt einfach schlichtweg nicht in die Autophilosophie hat reingepasst. Oder man sieht ja auch, das Auto sieht ganz, ganz anders aus als die meisten anderen. Auf dem Grid, also einfach rein von der Philosophie, wo der Newey eigentlich dahinter gegangen ist. Also ich glaube, es ist ein Mix. Also bei vielen Teams wird es schlichtweg zu spät oder gar nicht daran gedacht sein. Und ja, es ist eigentlich auch cool, wieder mal zu sehen, dass eben gerade ausgerechnet ein Ferrari wieder mal kreativer war, wie im 22 schon mit ihren Badewannen-Sidepods. Das ist ja leider nicht ganz so erfolgreich gewesen, aber ja, es scheint ihnen zu helfen. Bei Max anscheinend ein bisschen weniger, aber ja, da kommen wir später noch ein bisschen drauf zurück, ja, auf den Macarena Wing dann im nächsten Rennen, das wir besprechen. Genau, also wir gehen weiter ins Qualifying. Ich muss ehrlich sagen, das Quali habe ich geschaut, hat mich jetzt aber nicht so wahnsinnig vom Sockel gehauen. Problematik hat einfach wieder an dem ganzen Weekend ist halt einfach auch wieder das gewesen mit dem Superclipping, beziehungsweise einfach, dass die Batterie ja, ausgeht. Also man hat einfach wieder gemerkt, die wahnsinnig tolle Fahrzeuggeneration, die wir dieses Jahr haben,
ist halt einfach nicht für solche Strecken gemacht. Also ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass die FIA oder halt, die FIA hat ja eigentlich so das Grundkonzept ja entwickelt. Ich habe einfach das Gefühl, dass die wahrscheinlich mehr die Autos auf Stadtkurs getestet haben, weil auf Strecken, wo härtere Anbremszonen haben, respektive halt einfach nicht so lange Geraden hat, da funktioniert eigentlich die ganze Generation schon relativ gut. Aber auch auf dieser Strecke wieder eine absolute Katastrophe gewesen und man hat einfach gemerkt, wie in meinen Augen, wie scheiße die Generation ist. Nichtsdestotrotz, du hast ja da reingeschrieben, das Feld selber war ziemlich nahe beieinander gewesen. Und der Kimi hat aber dann doch nochmal eine rechte Bombenzeit rausgehauen mit 4 Zehntel. Kimi Antonelli für mich nach wie vor immer noch Favoritenrolle dieses Jahr und hat wirklich immer noch verdammte Ausreißer, vor allem gegenüber dem Russell, weil gegenüber Russell ist es schon sehr, sehr bitter, was der dort rausfährt. Ja, der ist ja auch schon wieder nur P4 gestartet in Belgien und also klar, also Belgien hat mich gedacht, ist ein extremer Wendepunkt in der ganzen Russell-Story, weil bis dahin hat der Russell eigentlich immer so ein bisschen zurückgehalten und gesagt, ja nein, ich schaue, was ich ändern kann, meinen Fahrstil muss ich anpassen etc. Und ab Belgien hat er so mega angefangen rummotzen, nein, es ist so Auto, ich habe es gesagt von vorne weg und so. Und also es hat dann wirklich Szenen gegeben, seit Belgien, wo man immer wieder gesehen hat, ja, vielleicht stimmt wirklich etwas nicht. Und trotzdem denke ich mir immer wieder so, ja, aber generell auch das Auftreten von einem Russell. Also momentan wirkt das so, als ob er den Schwanz eingezogen hat und die Ohren runtergelegt hat, weißt du, so wie ein Hund, oder? Und beim Antonelli ist es, der hat jetzt 2-3 scheiß Wochenende gehabt, aber der steht immer noch da mit der Brust raus und gibt einfach sein Bestes, verliert seine Confidence nicht. Und ja, der dominiert das momentan. Klar hat er sicher das beste Auto auf dem Grid, aber es ist keine einfache Leistung in deiner zweiten Saison so gut und so erwachsen zu fahren, wie der Kimi das macht. Also ja, die 14. Wird nicht nur besseres Batteriemanagement gewesen sein, aber du hast schon angesprochen, etwas, was halt sehr evident geworden ist einfach mit dem Superclipping und eben auch, was sehr viele Fahrer ein bisschen das Rennen kaputt gemacht oder das Quali kaputt gemacht hat, ist die KI. Die meisten, oder eigentlich alle Autos haben ja eine KI drin, die maschinell lernen, wo ist das Auto, wo sollte es jetzt mehr Batterie brauchen, wo sollte es jetzt mehr Batterie wieder aufladen. Und das hat bei vielen nicht funktioniert, weil das haben wir beim Leclerc schon einmal in China, wenn es mir nicht täuscht, gesehen, wo er einen kleinen Fehler gemacht hat. Das Auto, oder beziehungsweise die KI hat er falsch berechnet, hat dann jetzt gemeint, er ist an einem anderen Ort, hat mehr Power rausgelassen, dann hat er auf der Backstraight keine Power mehr gehabt. Und das hat sehr, sehr vielen Fahrern im Quali auch reingelenkt, aber ja. Es war klar gewesen, dass das einfach so etwas wird exposen. Wir haben es wieder gesehen, es zeigt einfach wieder, dass es nicht die Formel ist. Und noch zuletzt meine Worte dazu. Ich finde es lustig, wie am Anfang vom Jahr der Verstappen sich darüber beschwert hat und alle gegen ihn geschossen haben und in Spa sogar Martin Brundle jetzt sagt, hey, I have a tear in my eye, also ich habe ein Tränchen in meinem Auge, weil mit Rennen hat das nicht mehr viel zu tun. Irgendetwas in die Richtung hat er gesagt. Und auch ein George Russell, der sich beschwert hat, dass der Verstappen so ruhig war und sonst kann er ja retiren, kommt jetzt damit, dass das vielleicht nicht so geil ist. Ja, es ist nicht geil, man hat es von vorne weg gewusst. Man hätte es auch schon viel, viel weiter vorher können wissen, aber ja. So viel zum Quali würde ich sagen. Eben, es ist, momentan habe ich keinen Spass mehr am Quali schauen, da bin ich ganz direkt und ehrlich. Ja, nein, ich auch nicht. Weil es ist halt einfach, eben gerade vor allem auf solchen Strecken ist es halt sehr, sehr bitter. Ich denke, weißt du, so die Fazitgeneration, wenn sie in Monaco fahren und so, dort macht es vielleicht schon noch Sinn, weil sie halt einfach mehr auf Settinger-Strecken ausgelegt sind oder besser performen. Aber wir werden auch das gleiche Bild in Baku sehen, wir werden das gleiche Bild auch in Vegas sicher sehen auf der langen Straight. Also wir werden das Bild immer wieder sehen. Und eben auch das Ganze mit der KI-Zeug und alles. Ich meine, ja, KI ist inzwischen halt einfach ein sehr, sehr grosser Bestandteil geworden von unserem Alltag, das ist ja so. Aber ich meine, dass gerade so Fälle passieren, zeigt ja gerade selber auch, dass die KI ja noch nicht so ausgereift ist und dass es halt vielleicht einfach besser ist, dass man dem Fahrer selber
die Möglichkeit gibt, wenn dass er die Energie kann abprüfen und wenn nicht. Also gut, er kann ja immer noch gewisse Sachen manuell abprüfen, so ist es ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass er keine Kontrolle mehr darüber hat. Aber schlussendlich könntest du immer noch sagen, so, hey, okay, es war ein Fahrer sein Fehler gewesen und nicht irgendwie eine Software im Hintergrund. Darum bin ich da schon auch dafür, dass das Ganze gestrichen wird, also so Zeug, und halt einfach wirklich mehr Verantwortung dem Fahrer überlassen wird und er wirklich da kann sagen, so, jetzt sollte ich den und den abrufen und den nicht und weiss ich was. Weil, ja, das wäre auch dann wieder mehr auch ein bisschen so, ja, so das Motorsportmäßig, oder man macht selber die Entscheidungen. Und dann müsste man halt einfach nur den Motor ersetzen durch einen besseren Motor, respektive halt einen, der vielleicht noch 2 Zylinder mehr drin hat und andererseits auch noch mehr Motorleistung hat als mehr Batterie. Aber wir schweifen schon wieder ab, wir kommen wieder in das elend lange Thema rein, was das für scheiß Motoren sind. Ich wollte eigentlich nicht darauf eingehen, obwohl der Simi das wahrscheinlich gerne hören, wie wir wieder über das ragen, aber heute nicht, Simi, es tut mir leid, heute wirklich nicht. Er hat uns legit letzte geschrieben, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, wo wir uns wieder eine halbe Stunde lang darüber aufregen. Ja, genau, nein, aber heute nicht. Heute ihr wisst unsere Meinung dazu, wir müssen sie nicht mehr wiederholen. Genau. Also, wir gehen über ins Rennen. Rennstart. Ja, erste Kurve eigentlich gar nicht passiert. Es war ja recht schick gewesen. Und Orange, Radillon oben durch war auch alles gut gewesen, Chemistrate auch. Und dann ist es mal ein bisschen abgegangen, weil da hat man eben gesehen, dass der Russell ja ziemlich hart überholt wird und zurückfällt. Weil er eben auch keine Leistung hat. Und dann hat es ja auch so einen geilen Funk gegeben, wie er geflucht hat am Funk und gesagt hat, das sei inakzeptabel und alles drum und dran. Bei ihm ist immer alles inakzeptabel, das ist schon mal aufgefallen. Aber wenn er es macht, ist es völlig okay. Ja, Kanada mit dem Harness, oder? Jetzt ragen wir über den Russell statt über die Motogeneration, aber egal. Nein, jedenfalls ist es natürlich dann schon so gewesen, dass er hintergefallen ist. Dann hat es die Situation gegeben mit dem Hamilton. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mir ein bisschen schwer, dass es wirklich ein Penalty hat müssen geben für den Hamilton, weil ich finde, das ist für mich ist das mehr so ein bisschen Racing-Incident gewesen, weil ich meine, wenn ja ein Fahrer schon Probleme hat mit einem Auto bzw. mit Leistung, die nicht kommt, ich meine, das hat ja die FIA auch mitbekommen, wieso tust du den anderen Fahrer bestrafen? Ich meine, er hat ja auch Understeer gehabt, nicht Understeer, Oversteer gehabt, oder so ein kleiner Snap ist schon gerutscht. Doch wahrscheinlich verwirbelte Luft vorne. Also, ich sage halt einfach, er kann ja eigentlich nicht einmal so wahnsinnig viel dafür. Klar, er hat können auch sich zurückziehen, nicht müssen dort innen stehen mit seinem Auto. Aber gleich denke ich mir halt gerade so, in der Anfangsphase geht es ja oftmals so um Positionen, wo du halt einfach dann über so einen kannst besser tragen. Darum, ja, ich finde es ein bisschen hart, dass es dort eine Strafe gibt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es aber verdient gefunden, dass der Russell rausgeht. Ich meine, es ist natürlich hart für den Russell, dass er rausgeht ist dort. Und ja, ist natürlich bitter für seine WM, muss man ganz klar sagen. Aber was ist deine Meinung zu dem Penalty, was es gegeben hat? Ja, also vielleicht zuerst schnell, aber bitte für seine WM. Für mich ist der Dreier der Moment gewesen, wo so die Frustration vom Russell ist überkocht. Er konzentriert sich nicht mehr, er beschwert sich über dem Radio und dann wieder so rausgekegelt und ja, wieder mal, ja, wer weiß, vielleicht auch einigermaßen ein bisschen sein eigenes verschulden. Für mich ist das, glaube ich, der Wendepunkt für die Championship. Ich glaube, ab jetzt klar, nach der Sommerferien haben wir schon viele Fahrer gesehen, die mit einem guten Mindset wieder zurückkommen etc. Aber ich habe das Gefühl, das ist für mich so der Wendepunkt, wo der Russell merkt, Scheiße, I dropped the ball. Es ist gewesen. Und mal schauen, ob er genug motiviert wieder zurückkommt und doch noch etwas reissen kann. Aber das ist so ein bisschen sehr gute Beschreibung oder sehr gutes sinnbildliches Moment dafür, wie seine Season läuft. Und ja, was soll ich sagen? Schau, ich bin grundsätzlich ja ein Fan davon, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wenn man eine Bestrafung anhand von dem misst, was im Gegenfahrer nachher passiert ist. Also, wenn du dafür verantwortlich bist in einem Crash, dass ein anderer das Rennen nicht fertig fahren kann, dann finde ich, ist eine Strafe angemessener als nicht. Aber erstens ist es ein Lab-1-Incident. Zweitens, ich habe es jetzt so gerade nochmal offen, das Video,
der Russell fährt ihm schon halt einfach auch hure über die Fresse. Und der Hamilton hat nicht wirklich viel mehr Platz, wo er ihm noch kann lassen. Und ich habe dann auch schon im Rennen mir sofort gesagt, ja, das gibt keine Penalty. Ich weiss noch, ich habe das mit 2-3 Leuten auf dem Discord geschaut und ich habe dann rausgelassen, ja, das gibt niemals eine Penalty. Und wir sind alle dieser Meinung im Discord. Niemand hat überhaupt noch nach der ersten Runde über den Crash diskutiert. Oder nicht, ob es eine Penalty gibt oder nicht. Und vor allem, wenn man bedenkt, was dann später noch passiert, bin ich noch weniger einverstanden, dass ein Hamilton eine Penalty bekommen hat. Schlichtweg. Aber ja, was willst du machen? Lap 1 habe ich eigentlich immer gemeint, dass man ein bisschen chilliger drauf ist. Ja, ich finde es lustig, es hat mega viele Leute im Internet, die dann direkt wieder gekommen sind mit «Ja, Hamilton wird wieder benachteiligt, weil er schwarz ist». Das war ja mal ein verdammtes Ding mit ihm. Er hat ja auch mal in einem Interview gesagt, «Maybe it's because I'm black». Ja, aber, voll, ja. Legend. Aber nein, also für mich absolut keine Penalty. Ja, für mich auch nicht. Also gut, ja. Eben, allgemein, ich glaube, Hamilton in dieser Season, der ist ein bisschen am Penalties farmen. Also in Ungarn ist ja dann auch noch mal einer dazugekommen. Aber ja, wir gehen mal weiter. Eben, Sainz hat Frontwing Damage gehabt, muss ich ehrlich sagen, das weiß ich selber nicht einmal mehr. Ja, es ist irgendwie Turn 1, Lap 1 leicht in einem Alpine hängen reingefahren. Incident, okay. Yes. Ja. Ja, okay, gut. Ocon Berman, an den kann ich mich erinnern, die zwei Teamkollegen, aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist halt immer so ein bisschen, wenn Ocon dabei ist. Ocon ist irgendwie so ein, neben den Teamkollegen hat es einfach nie gut. Ja, du hast recht. Ja, es ist halt einfach so, oder? Er ist irgendwie so immer ein bisschen, ja, wenn es ein Teammate ist oder Ocon hast du als Teammate, dann hast du einfach verloren, weil der steckt einfach nicht zurück. Der denkt sich wahrscheinlich, Kollege, wir sind Teamkollegen, was machst du? Und der andere denkt sich so, genau das Gleiche wahrscheinlich auch, aber das kommt einfach nie gut. Und ja, was wir gesehen haben, ist eben halt durch die Motoren eben das Jojo-Racing halt eben vorbei und dann wieder vorbei. Also beziehungsweise du bist überholt worden und dann in der nächsten Gerade überholst du ihn wieder. Ist halt einfach so, weil es ja, mit dem Motorenmapping ja, so möglich ist, respektive mit der Managementverteilung halt so möglich ist. Aber ja. Nein, wir regen jetzt also nicht wieder auf über die Motoren, wirklich nicht. Ich könnte schon wieder aushalten, aber ich wollte jetzt nicht. Ich will wirklich nicht. Ich will das jetzt einfach im Simi nicht geben. Also, Leclerc Piastri Collision, no Penalty. Da muss ich jetzt auch wieder ehrlich sagen, ich habe es nicht im Kopf, aber ich schaue jetzt da gerade schon die Szene. Ich habe sie, glaube ich, gerade, da ist Runde 8, gell? Ich bin da gerade am Runde 8, ja, aber gut, muss ich ehrlich sagen, wenn dann eine Penalty jemand kassiert hätte, wäre es der Leclerc. Genau. Weil ich meine, wenn du schaust, wo der Piastri steht, der steht ja halbwegs schon auf dem Curb, also natürlich noch nicht ganz, aber so mit einem Rad schon leicht an der weißen Linie oder ist sogar auf der weißen Linie. Und wenn natürlich der Leclerc noch so überdrückt, dann nachher ist für mich schon ein bisschen forcing another car off track. Also gut, er ist jetzt auch nicht off track gewesen, aber ja, ist natürlich alles andere als schön gewesen. Und ich glaube, es ist eine Frontwing-Flöte gegangen, ja, vom Piastri. Ja, genau. Ja, dann also Performance-Einbuß gehabt. Wenn man dort eigentlich darauf zurückkommt, auf eben die Anwendung von dem grundsätzlichen «Hey, wie viel Schaden hast du jemandem hinzugefügt?» und was hast du mit seinem Rennen gemacht? Und dann auch noch bedenkt, wie du schon gesagt hast, Piastri hat beide Reifen bereits schon auf dem weißen Streifen. Sorry, du kannst nicht erwarten, auch wenn man den Streckenteil kann brauchen kann, dass man jemanden in einer Bremszone so auf dem Curb rausdrücken kann. Denn alles, was du machst, ist ein riesen Crash verursachen. Leclerc kann erstens mal von Glück reden, dass er nicht einen Puncture bekommen hat durch den Crash. Und ich weiss noch, zu dem Zeitpunkt war noch nicht entschieden gewesen, ob der Hamilton eine Penalty hat oder nicht. Und auch da habe ich im Discord nachher gesagt, aber das muss eine Penalty geben, weil er lässt ihm keinen Platz und drückt ihn voll raus. Und wo denen das nicht passiert ist, wo keine Penalty für einen Leclerc kam, bin ich wirklich relativ hässig gewesen. Also da kann ich es nicht verstehen. Und was ich noch weniger kann verstehen kann, ist, dass sie irgendwie 3-4 Tage nach dem Belgien Grand Prix hat dann der FIA rausgehauen, ja, so im Nachhinein hätten wir im Leclerc schon müssen Penalty geben. Und dann denken wir so, ja, wieso gibt man nicht im Nachhinein einen Penalty?
Ich weiss, Rennen ist abgehandelt, aber wenn man dann im Regelwerk bei einem Fehlentscheid nicht irgendetwas machen kann, dass man den Fahrer gleich bestrafen, ist das einfach nicht fair, weil der Piastri hat riesen viel Platz verloren, Zeit verloren in diesem Rennen und es hätte schlimmer kommen. Also für mich unverständlich die Entscheidung und macht die Entscheidung für die Penalty von Hamilton noch unverständlicher. Ja. Das Ja ist gut, meine Meinung ich meine, dazu. sie können es ja, sie haben es ja in Monaco ja auch bewiesen, oder? Wo sie dem Gasly den Penalty wieder aberkannt haben. Ich meine, klar, Aber sie sie haben können indirekt es, ja. niemand bestraft, außer der Hadjar, weil der Hadjar hat das Podium verloren. Also von dem her, sie können es ja schon, aber ja. Ja, wahrscheinlich brauchst du da dafür ein Right of Review, wo man andere Evidence halt vorlegen. Und ja, mehr Evidence, dass das so passiert ist, kann McLaren halt nicht vorlegen. Die können die Ja, gleiche wahrscheinlich Videoszene nochmal zeigen, oder? Wahrscheinlich hat einer von den Stewards dort VIP-Leasing bei McLaren und hat Schiss gehabt, dass gerade ein Auto weggenommen wird. Also keine Ahnung. Ja, das würde ich mit den momentanen Entscheidungen von der Führungsregeln nicht wirklich Wobei, nein, es nicht war ein wirklich Ferrari. überraschen. Ja, sagen wir, okay, das VIP-Leasing bei Ferrari ist, wenn der Ferrari weggenommen wurde. Sagen wir Ja, es so, genau. nicht McLaren. Ja, Ja, no, ist es ist. ja, da hat es noch das VSC kurz gegeben, wegen einem Marshall, der ein Styli hat müssen holen, wo dann nachher halt ja, dementsprechend Pitstops gemacht worden sind. Ist ein Double-Stack dort gerade gewesen bei Ferrari? Yep. Mhm. Und die haben es gut gemacht. Gut, Ferrari hat dieses Jahr was Pitstops anbelangt, haben sie es eigentlich sehr im Griff. Also da Ja. können sie relativ Also gut. generell. 2,3 Also der Vasseur Leclerc. hat das Strategiedepartement deutlich aufbessert. Und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon lange nicht mehr so Ferrari-Clown-Memes müssen über uns gehen. Und aber Ja, dort ist Manchmal. also Ungarn. Ja. ja, okay, gut. Aber grundsätzlich eben, also es war ein easy Double-Stack gewesen, weil der Hamilton hat ja einen Penalty gehabt, Ja, Hamilton 5 ist hinter Sekunden, dem Leclerc, also hast du gemütlich Zeit gehabt. Ja. Ja, no. Okay, ja, gut. Und dann nachher, ich überspringe es so, das, weil es kommt ja nachher dann nochmal. Ja, und dann kann man es ja ansprechen. Dein Lieblingsfahrer, der Hadjar, der hat ja eigentlich eine relativ smarte Strategie gemacht, weil es hat ja am Anfang, wo der Russell ja rausgedroppt ist, hat es ja dann nachher hat es ja ein Safety Car gegeben. Und dort hat ja dann nachher der Hadjar gerade eigentlich gerade 2 Pitstops gemacht, dass er auf Harz fertig fahren kann. Also ist er eigentlich, er ist ja aus der Box oder hinter ist er aus der Box gestartet, ja. Oder ja, ist er? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe gemeint hinten. Oder hinten. Jedenfalls, wir hätten ihn einfach gerade 2-mal hintereinander reingeholt, dass er auf der Harz fertig fahren kann. Und die Strategie ist ja eigentlich wirklich sehr, sehr smart gewesen, weil er kann einfach durchfahren und hat wahrscheinlich einfach halt gegen Ende vom Rennen ein bisschen Performance-Einbuß. Aber er hat es eigentlich wirklich gut gemanagt. Er ist ja dort dann schon, wie du angeschrieben hast, auf Platz 7 gewesen. Und ja, ist ja dann Gegenstoff sowieso dann noch eins weiterführen gekommen. Aber Hadjar hat wirklich ein gutes Rennen gemacht. Und ich habe im Fall wirklich, ich muss ehrlich sagen, ja, im Simi geschrieben, wo er den zweiten Pitstop gemacht hat, habe ich ihm geschrieben, musst du schauen, Hadjar, da könnte noch eine spannende Strategie werden mit dem jetzt, wenn er durchfährt. Also mal schauen, wo er landet. Aber eben, man hat es halt leider nicht so oft gesehen, weil ja, TV Direction immer das Gefühl gehabt, ja, wir müssen da so Leclerc, Antonelli, die zwei ein bisschen filmen, dann müssen wir wieder ein bisschen Verstappen dort. Einfach da, wo vorne ein bisschen passiert, müssen wir aufnehmen, aber nie das, was hinten passiert, aufnehmen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir zum Beispiel einen sehr schönen Overtake nicht gesehen haben vom Colapinto, wo am Gasly und Lawson. Gasly und dem Lawson. Ist es Lawson gewesen? Ist es nicht ein Haas gewesen? Nein, es ist, warte, ich muss schnell double checken, aber es ist ein Alpine. Ah ja, es ist ein Lawson gewesen, sogar. Ja, Lawson. Lawson. Lawson gewesen. Genau. Also wirklich ein schöner Overtake. Du hast gesagt, so wie Schumacher und Häkkinen. Ist aber nicht ganz so gleich gewesen, weil Nein. Häkkinen ist ja auch, der ist auch mit dem, weiss ich wie viel Mach 1 an dem überrundeten Auto vorbeigeflogen und der Schumi dann nachher auch. Aber ja, es hat natürlich so ein bisschen den Vibe gehabt, natürlich auf der Camel Straight oben und so. Das war natürlich schon sehr schön gewesen, zum Zuschauen. Und wo hast du zugeschaut? Also? was? Wo zuschauen? Hast du ja kaum können, mit dem kleinen huren Scheissfenster links. Ja, also im Replay. Während wir haben können, die führenden Fahrer beim normalen Umgurken zuschauen. Nein, es hat mich richtig aufgeregt. Ja, Rage Bait gewesen.
Ja, es ist halt wirklich, schau, mein Problem ist halt generell, also mit der TV Direction, ich habe es jetzt schon ein paar Mal aufgegriffen, aber jedes Rennen haben wir wieder irgendetwas und ich glaube, viel verschuldet ist einfach, dass sie halt nicht unbedingt wollen Szenen zeigen auf langen Geraden, wo man könnte merken, dass Superclipping nicht läuft. Weißt, sie nehmen ja schon Dings weg, die Batterie, Ladestation, dass man es nicht anständig kann sehen. Sie tun zum Teil sogar noch eben direkt wegcutten, wenn man dann an einer brenzligen Stelle ist, wo man es merken könnte. Aber so Sachen gehen einfach gar nicht. Also, ich würde verstehen, wenn irgendwie zuvorderst vorne der Verstappen und der Norris einen riesen Crash haben und beide im Käse rausliegen, dass dann nur auf dem kleinen Fenster links der Overtake von Colapinto gezeigt wird. Aber ich kann dir garantieren, wenn ein Verstappen, Hamilton oder sonst irgendjemand von den Topfahrern, Norris, jetzt in dieser gleichen Situation gewesen wäre, dass sie hinten starten und sich durchs Feld durchkämpfen, dann hätten wir das ganze Rennen nur denen können zuschauen. Aber Hadjar wird kein einziges Mal gezeigt. Wirklich kein einziges Mal. Also da muss ich echt sagen, es ist genug. Es ist wirklich genug heute. Und für mich persönlich, ich verliere die Lust, Rennen zu schauen. Ich habe angefangen, zum Teil Rennen einfach, oder wirklich 20 Minuten lang, einem bestimmten Fahrer zuzuschauen. Wenn ich weiss, der ist jetzt gerade in einem geilen Battle oder fahrt gerade hinten vorne, dann schaue ich einfach auf den Fahrer rum, anstatt dass sie das Rennen mit dem normalen Broadcast schauen. Und das darf ja echt wirklich einfach nicht sein. So, das war mein Rant. Es war mir wichtig, das nochmal rauszuhauen. Von mir aus können wir das jetzt beerdigen. Gut, also nehmen wir Kamillentee, um uns wieder zu beruhigen. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar ist ja am Schluss Dings noch, der Antonelli schon am Leclerc vorbeigegangen und hat dann nachher das Rennen gewonnen. Antonelli hat natürlich wieder eine brutale Pace gehabt, hat ja auch eigentlich durchs das VSC ja ein bisschen kassiert dort, hat sich aber dann eigentlich wieder schön zurückkämpfen eben auf Platz 1. Und Antonelli in Kombination mit dem Auto ist halt schon etwas, was sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn der Antonelli gewinnt, bin ich auch happy. Also ich muss wirklich sagen, das ist wie soll ich sagen? Ja, das gefällt mir. Also wenn er das würde reissen, das wäre richtig geil. Und by the way, ich würde es richtig fühlen, muss jetzt schon ein bisschen vorgreifen. Der Dominicali hat ja angekündigt, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass die Formel 1-Saison in Europa beendet wird. Und imagine, er geht das letzte Rennen auf Imola fahren und Antonelli wird dort Weltmeister. In seinem Heimatland, oder in seinem Heimrennen eigentlich. Das wäre richtig crazy. In seinem Heimatörtli, er wohnt ja basically an der Rennstrecke. Und dazu muss ich reingrätschen und sagen, das ist sogar sehr, sehr likely, weil der Domenicali sehr enge Beziehungen zu den Streckeninhabern von Imola hat. Also es könnte wirklich sehr gut sein. Einzig Schwierige ist wahrscheinlich die Temperaturen, aber trotzdem, auch wenn ich muss sagen, die Strecke nicht ganz so spannend finde für ein Rennen, wäre das absolut etwas vom Schönsten, was wir erleben könnten. Bitte, bitte, let it happen. Gut, ich habe noch ein Video gesehen und dort hat einer gezeigt, dass eigentlich so jetzt gerade zum Beispiel bei Vegas, wo jetzt Nachtsrennen ist oder auch ist so Nachtrennen, die Temperatur ja eh relativ tief ist und im Vergleich zu einem Tagesrennen im Winter bei uns würde es wahrscheinlich sogar herkommen, weil bei uns wird ja immer richtig, richtig kalt ist im Januar. Es könnte vielleicht eigentlich gehen, dass es von der Temperatur her ähnlich ist. Klar, es sind nicht optimale Bedingungen, aber es wäre möglich. Und vielleicht könnte Imola sogar ein bisschen spannender sein, weil dort die Fahrzeuggeneration der Strecke ein bisschen zu gut kommt. Das stimmt, ja. Rein vom Layout. Das einzige Problem ist der Platz. Also es ist halt einfach nicht so breit. Aber stimmt, eigentlich wäre das eine super Strecke für die Generation, da hast recht. Ja, aber vielleicht gibt es auch Möglichkeiten oder ein bisschen Orte, wo man anders überholen kann, wo man vielleicht vorher gar nicht so kann. Weil eben die Autos sind ja auch kürzer, schmäler geworden. Ein bisschen. Darum, wer weiß, vielleicht würde ja Imola ziemlich spannend werden. Auch im Raum steht ja noch Portimao, Türkei und that's it, glaube ich. Hockenheim hat sie auch noch ein bisschen gemunkelt, aber Hockenheim ist nicht realistisch, muss ich sagen, weil einfach das Geld nicht um ist. Leider haben wir auch schon darüber diskutiert ab dem Podcast ab, aber muss ich wirklich auch sagen, Portimao oder Istanbul cool finden. Istanbul ist aber die Strecke einfach nicht in einem Zustand, haben wir am allerletzten Istanbul-Rennen noch gesehen, wo wirklich super ist auf Formel 1. Aber ja.
Ja, wir werden es sehen, wo es dann hergeht gegen Schluss. Eben jetzt, aktueller Stand ist immer noch so, dass Katar und Abu Dhabi noch im Kalender drin sind, sind noch nicht gestrichen. Aber man reagiert halt jetzt schon ein bisschen, weil ja die WEC Series ja in Spanien und Italien ja das Finale wird machen. Darum ja, muss man sich auch in naher Zukunft etwas überlegen, weil ja, es ist tatsächlich so, die Saison geht zwar noch bis in Dezember rein, glaube ich, Formel 1, oder sicher bis Ende November. Und es sind noch, glaube ich, 11 Rennen, etwa 10 oder 11 Rennen sind jetzt noch. Also es ist nicht mehr allzu lang. Und ja, klar, es kann noch viel passieren bis dann. Es kann natürlich auch sein, dass der Nahostkonflikt sich wieder beruhigt. Das werden wir auch alle hoffen, dass dort mal auch wieder ein bisschen Ruhe reinkommt. Und dann werden die Rennen sicher stattfinden. Aber ich denke, sie werden alle das möglichst weit rauszögern, weil ja, wir müssen ja nicht darüber diskutieren, dass Katar oder auch Abu Dhabi sehr, sehr grosse Summen zahlen, dass die Formel 1 bei ihnen fahren oder die Formel 1 Rennen bei ihnen stattfinden. Darum, ja, mal schauen. Wir werden es sehen in den nächsten paar Monaten, wie das weitergeht. Ja, das war so ein bisschen Belgien gewesen. Belgien eben an und für sich ein ziemlich langweiliges Rennen eigentlich, abgesehen von dem, was so ein bisschen am Anfang passiert ist. Also ich persönlich habe es jetzt nicht so extrem spannend gefunden, wie schon oft eigentlich in dieser Saison die Rennen. Es hat schon 2, 3 Rennen gegeben, die ein bisschen rausgestochen haben, aber ja, das war es eher so, mal gewesen. Dann nachher zwischen Belgien und Ungarn ist eigentlich nichts Nennenswertes passiert, außer dass ja Aston, aber das ist glaube ich schon in Belgien gewesen, angekündigt hat, dass sie mit einem grossen Update nach Ungarn kommen. Und das ist insgesamt sind das sogar 16 neue Updates gewesen, die sie gebracht haben auf Ungarn. Also der Aston Martin ist eigentlich komplett die Baseback jetzt. Bis auf den Motor, den haben sie noch nicht erneuert. Das ist rein nur ein Aero-Paket gewesen, das sie draufgegeben haben. Und ja, wir kommen nachher noch mal ein bisschen zu essen, wie das so ganz performt hat und gefunkt hat. Du hast schon reingeschrieben, also gerade weil ich sagen, ich habe es gerade noch gelesen. Practice 1, also das erste Training, ist eigentlich mehr wieder so ein bisschen das Young Driver Test gewesen. Es ist ja so, dass 2-mal im Jahr oder 3-mal, weiß gar nicht, 2-mal oder 3-mal im Jahr müssen Teams immer einen Nachwuchsfahrer in ein Formel 1 Auto einsetzen und eine Trainingsphase mit dem machen. Das sind sie dazu verpflichtet. Viele Teams greifen da eigentlich auf ihre Nachwuchsfahrer, die sie fördern, zurück. Ich sage mal in Klammern. Ich sage nachher gerade wieso. Ja gut, der Westi ist ja schon ewig eigentlich dabei bei Mercedes. Ist eigentlich noch, erzählt er noch als Young Driver eigentlich? Ja, also er zählt als Young Driver, weil das Einzige, was dich dafür qualifiziert, ist, hast du schon mal ein Rennen gefahren oder nicht? Respektive, bist du ein Rookie oder nicht? Und da der Grund, wieso dass ich das in Klammern sage, ich finde es ein bisschen schade, wenn man jetzt das anschaut. Ich greife da schnell vor, oder beziehungsweise übernehme das schnell. Das ist der Frederik Vesti, Mercedes, der Leonardo Fornaroli bei McLaren, der Ryo Hirakawa bei Haas, der Paul Aron bei Alpine und der Colton Herta bei Cadillac. Von diesen Fahrern haben wir den Vesti, der Reserve und Development Driver ist. Der Ryo Hirakawa, der Reserve und Development Driver ist. Der Paul Aron, der Reserve und Development Driver ist. Und die einzigen zwei, die du wirklich so ein bisschen in ein Förderprogramm noch anschauen kannst, wo Potenzial haben, um eventuell in die Formel 1 zu kommen, ist Leonardo Fornaroli und der Colton Herta. Fornaroli will Champion, Colton Herta will America. Das ist eigentlich der einzige Grund. Und das America, muss ich sagen, finde ich fuck yeah! Finde ich sehr, sehr schade. Weil Colton Herta, mich hat er schon bei der IndyCar nicht so überzeugt. Er ist gut, aber er ist nicht. Also, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ein Pato Award, der ist jetzt, glaube ich, schon 2- oder 3-facher IndyCar-Champion, würde viel mehr Sinn machen, zum Überkommen. Und man sieht es jetzt auch in seiner Performance, der hat seit 5 Rennen keinen einzigen Punkt geholt. Der ist Platz 16. Also in der Formel 2, ja. In der Formel 2, ja. Genau. Der fährt nur Formel 2 momentan. Der ist Platz 16 mit 26 Punkten. Währenddem hast du Nikola Zolow, der sehr viel Druck macht. Der hat 3 Rennen am Stück gewonnen. Das hat noch kein einziger Fahrer, beziehungsweise es haben nur 2 andere Fahrer geschafft, Charles Leclerc und George Russell. Du hast einen Gabriel Mini, also wohl gesagt,
Zoloff, Red Bull Affiliation, Mini, Alpine Affiliation. Rafas hat eine Kamera, der hat auch Affiliation zu einem Team, aber ich weiss nicht welches. Und der fährt auch sehr, sehr stark. Ferrari, ja. Und die Fahrer haben bis jetzt noch keine Chance bekommen. Es gibt aber später in der Season dann ein bisschen Chancen für die. Ich habe das irgendwo mal offen gehabt. Ja, ist auch nicht ganz so wichtig. Aber ich finde es einfach schade, wenn man einfach nur Reserve- und Development-Fahrer nimmt, zum testen, ob das, was im Simulator war, auch wirklich Sinn macht. Ist aber natürlich jetzt schon, sag ich mal, taktisch gesehen das richtige Vorgehen. Ich hoffe dann einfach, dass am Ende der Saison in, ja, wahrscheinlich nicht Abu Dhabi oder Imola, dass dann effektiv Fahrer genommen werden, wo wir wirklich auch die eigentlich für eine Formel 1 Promotion in Erwägung ziehen. Wir werden es sehen. Ja, mal schauen, was dort so kommt. Wir gehen auch mal weiter. Du hast auch schon noch erwähnt, ich habe es vorhin schon ein bisschen vorgegriffen, am besten mit einem riesen Update. Du hast auch noch geschrieben, McLaren. McLaren hat was gebracht? Unterboden? Nein, die gebracht. Oh, ich weiß gar nicht, was sie gebracht haben. Ich weiß nur, dass das Zeug, das sie gebracht haben, offensichtlich sehr gut funktioniert hat. Ja, Motor aber ist, das kann man oder sich ist Motor ich weiß es nicht mehr. Ja, jedenfalls haben sie irgendein Update gebracht, wo auch mal gewirkt hat. Kann glaube ich das Frontwing war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Anyway, jedenfalls Red Bull hat wieder ihre Macarena Wing zurückgebracht, gell? Mhm. Auf Ungarn, wo ja, das mal nicht dazu geführt hat, dass der Verstappen irgendwie einen Abflug gemacht hat im Rennen. Im Qualifying ist er auch nicht abgeflogen, gell? Nein, jetzt weiss ich es gar nicht mehr. Verdammt, jetzt habe ich das Gas geschaut, kann mich nicht mehr erinnern. Nein, im Qualifying ist er nicht. Mama ist im Qualifying hat er sich gedreht. Und dort ist dann, ich weiß aber gar nicht mehr, ob sie erst dort in der Frontwing nachher wieder dran haben oder erst im Rennen oder schon vorher. Das Ding ist, es ist klar geworden, hey, es ist einfach das Auto, das sich einfach selber zerstören ist, das Degradation hat und nicht der Rear Wing, das das Problem macht, dass der Verstappen sich die ganze Zeit dreht. Aber sehr uncharakteristisch. Und offensichtlich ein Autoproblem von dem, was wir bis jetzt so gehört haben. Ja. Er ist dann nachher, hat ja seine zweite Lap gar nicht fertig machen wegen dem Dreier. Okay. Genau. Ja, gut. Aber man muss gleich immer noch sagen, für das, dass Red Bull eigentlich ein Auto hat, das sich offenbar nicht einfach fahren lässt, stellt sich halt wieder die Frage, ist es denn jetzt der Max, der das Auto überfährt? Oder ist es also weißt, ich habe das Gefühl, beim Hadjar merkt man die Probleme viel weniger, respektive er macht auch nicht so. Ja, er hat schon hier und da mal Fehler, aber weißt du, irgendwie so. Wie soll ich sagen? Nicht so extrem, kann man das so sagen? Ja, also, das kann man gut sagen. Also klar, der Hadjar hat auch schon mal das Auto geschlissen und alles. Aber mir denkt eben, der Max hat inzwischen auch fast gleich viel der Karre geschlissen wie der Hadjar. Oder täusche ich mich? Also, Mama, diese Saison würde ich würde sogar umkehren und sagen, der Verstappen hat deutlich mehr das Auto geschlissen. Ich glaube, das Problem ist generell halt, jetzt mit der neuen Fahrzeuggeneration ist es sich sehr unwohl. Und wir haben es schon im 22 gesehen, wo der Perez reingekommen ist und der Red Bull frisch entwickelt worden ist. Das Grundkonzept vom Red Bull ist da, wie sie es ungefähr wollen, aber es ist noch nicht so perfekt auf die Messerspitze getrieben, wie es der Verstappen gerne hätte. Und der Verstappen kommt von einer Saison, wo er ein Auto hatte, wo genau das war, wo er will. Wirklich sehr, sehr filigran, extrem auf der Nase, so dass es kaum ein anderer kann steuern und kontrollieren. Und ich glaube, ein Hadjar geht immer noch mit einer gewissen Rookie-Vorsicht an das Ganze dran hin. Wobei er doch sehr, sehr viel ehrgeiziger ist als viele Fahrer, die vor ihm das Cockpit haben dürfen. Und wegen dem, glaube ich, haben wir den Unterschied, einfach, dass ein Verstappen viel mehr Fehler hat oder macht, weil er einfach mehr will, wie du sagst. Er will einfach mehr aus dem Auto rausholen, aber es ist nicht da. Und ja, ich glaube eben, vieles davon wird wirklich einfach nur ein Design sein, das nicht wirklich auf die Messerspitze getrieben ist, wie er es will, und vieles davon wird auch einfach ja, generell die Abnutzung vom Auto sein. Das ist das, wo das Team auch sagt. Ich
glaube grundsätzlich in dem, was Teams sagen, weil, ja, wieso sollten sie lügen? Das würde ja niemals ein Formel 1-Team machen. Aber ja, es kann wirklich einfach generelle Abnutzung sein, die das verursacht. Und die ist beim Hadjar wahrscheinlich nicht so gross, wenn er das Auto nicht so drückt wie der Verstappen. Ja. Ja, was halt schon auffällt, ist, dass der Hadjar rein von der Performance her oder vom Gap her zum Verstappen sehr, sehr nahe ist. Und das ist etwas, was man jetzt eigentlich in den Jahren, also in den letzten paar Jahren, wenn du einen Teamkollegen beim Verstappen hast, hast du das nie gehabt. Also alle sind irgendwie immer recht weit weg. Klar, jetzt auch Hadjar und Verstappen gibt es ab und zu vielleicht mal ein bisschen größere Differenz. Aber sonst muss man schon sagen, so rein von der Gap her ist er doch immer relativ nahe. Ja. Und das letzte Mal, wo es das eigentlich geht, muss man wirklich sagen, ist wahrscheinlich zwischen Danny und dem Max gewesen. Sonst hätte es das eigentlich in dieser Zeit nicht mehr gegeben. Ja. Klar werden jetzt Leute sagen, ja, aber der Perez. Ja, der Perez ist doch auch 5-6 Zehntel immer weg vom Verstappen. Er hat einfach das Glück gehabt, dass der Red Bull derwegen dominant war, dass es immer noch gelangt hat zum P2 und 3 während die ganze Zeit. Das ist ja so. Ist einfach so. Also Ja. Danny ist wirklich der Längste. Ja. Und das ist eigentlich krass, weil du überlegst, der Danny ist jetzt fast 10 Jahre her, als er bei Red Bull war. Das ist crazy eigentlich. Also, Und er ist ja nur weg, weil seine Pride ein bisschen angekratzt war. ja. Er hätte easy mehr rausholen können. Er hätte easy sogar in meinen Augen um die Championship fighten, wenn er noch geblieben wäre. Da finde ich ein bisschen her. Also, ein bisschen schwierig. Ich meine, schlussendlich hat er sich ja einfach vom Wettkampf gedrückt. Und ich glaube es auch. Also, ich frage mich halt einfach immer noch, wieso das es gemacht hat. Also, eben einerseits wahrscheinlich eben wegen dem Wettkampf, wo er nicht eingehen wollte, weil also wahrscheinlich hat er gewusst, hey, ich bin langsamer. Oder er hat einfach gewusst, hey, Red Bull tut so fest auf das, wir wollen den jüngsten Weltmeister haben und alles drum und dran. Sie das so forcen, dass sie eben halt einfach mehr eben um ihn um ein Team aufbauen als um Ricciardo. Und er hat sich wahrscheinlich dort schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen verarscht gefühlt. Aber Ja. ich denke halt schon auch, dass es für ihn selber, für seine Karriere schon besser gewesen wäre, wenn er bei Red Bull geblieben wäre. Jedoch zweifle ich schwer daran, dass er die Championship geholt hätte mit Red Bull, bin ich ganz ehrlich. Also er selber. Ja, vielleicht nicht Championship geholt, aber ich sage, er hat sicher können mehr mitfahren als alle anderen, die das gemacht haben. Da bin ich fast überzeugt. Weil so, Ja. weißt du, so 2021, wo das Auto wirklich Anfang so konkurrenzfähig wurde, ist, dass eben um einen WM-Titel hast können fahren. Also, jetzt wirklich kein Hate gegen Perez. Ich denke, er wäre schon besser gefahren als der Perez. Oder er hätte ihm vielleicht eine kleine Gap gehabt, mehr Punkte gehabt als der Perez. Aber also ich denke jetzt nicht, dass es plötzlich irgendwie so ein Dreikampf geworden wäre zwischen Hamilton, Verstappen und Ricciardo. Das denke ich nicht. Ich denke, es wäre immer noch Verstappen und Dings gewesen, Hamilton. Das glaube ich auch. Weil das Ding ist, im 21. Der Verstappen ist im 21. für mich wie zu einem Fabelwesen geworden, wie zu einem Gott. Ich habe das Gefühl, der hat im 21. etwas in sich unlockt, wo er auch die darauffolgenden Jahre, ja, vielleicht, was ist das 22? Nein, das 23 ist die dominante Season. Nein, 22, gell? Nein, Wenn er die 23 ist so, 23, ja. ist, wo er eigentlich alles gewonnen hat, gefühlt. Genau, 22 ist ist es ja noch vielleicht... Ferrari recht strong gewesen. Ja, stimmt. Im 23 ist das vielleicht nochmal so ein bisschen gekommen, aber ich habe das Gefühl, dann im 24 hat er nicht mehr den Inbrunst gehabt. Jetzt im 25 auch nicht mehr. Es hat trotzdem gelangt für die Championship im 24, aber ich habe das Gefühl, dass in einem 22 und in einem 24 in Ricciardo viel mehr Druck hat können in einem Verstappen machen. Und ich glaube auch, dass wenn ein Ricciardo geblieben wäre, dass es gar nicht so extrem ein Ding geworden wäre, dass Red Bull nur noch auf einen Verstappen setzt. Das ist ja das, wo ich habe einen Podcast letztens gehört, wo der Perez dabei war, wo er gesagt hat, der Christian Horner hat im ersten Anruf, im ersten Meeting mir schon gesagt,
das Team dreht sich nur um Verstappen. Ja, und das habe wenn ich wir auch nicht gesehen, müssten, ja. würden wir gar nicht mit 2 Autos kommen. Ja. Oder? Von dem her, ich habe das Gefühl, das halt Ricciardo gegangen ist, hat Red Bull wieder die Plattform gegeben, weil sie einen Gasly bekommen, der nicht performt hat. Sie haben einen Albon bekommen, der im ersten Jahr semi performt hat, im zweiten Jahr eigentlich gut, aber nicht so. Oder ist eigentlich schade. Albon, wenn man die Gaps anschaut, hat im Fall auch etwa so Gaps gehabt wie der Hatscharitzen. Die hätten den wirklich einfach noch 2-3 Jahre länger sollen behalten. Immer noch meine Meinung. Ja, in any case, ich glaube, das hat ihnen halt wirklich die Plattform gegeben. Und jetzt sind wir da, wo wir sind, weil der Ricciardo nicht gegangen ist. Das ist echt krass, das ist etwas, was wir noch nie darüber geredet haben. Aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, ich vermisse es immer noch. Ja, ich auch, mega. Darf ich nochmal kurz reingrätschen mit etwas komplett anderem? Ich bin noch bei der Formel 2 Webseite drauf und da gibt es eine Hall of Fame. Jetzt habe ich gescheit durchgescrollt. Also ich verstehe die Logik dahinter, das tut alles aufschreiben, also zeigt alle Fahrer, die den Sprung in die Formel 1 geschafft haben. Aber wieso zum Fick ist ein Logan Sargent drin? Wieso zur Hölle ist ein fucking Go Tiffy drin, Mann? Wo hast du das gefunden? Das ist ja genial. Ja, bei Standings, wenn wir Standings, nein, nicht Standings, bei Drivers und dann nachher zur Unterstunde Hall of Fame. Und dann ist einfach da siehst du den Logan Sargent und zur Unterstunde siehst du einfach noch den Nicolas Latifi. Ist im Fall inzwischen DJ, der Latifi. Ja! Er ist ja in Silverstone, ist ja gewesen und hat aufgelegt, Mann. Was für eine Legende, das ist so Mann. random. Aber By ohne the Scheiß way- Go Tiffy, ich mag den so. Ja, absolut. Das ist ein Fahrer, dem habe ich alles Gute immer gewünscht. Auch wenn er nicht so der talentierteste war, aber ich hätte es irgendwie schön gefunden, wenn er noch ein bisschen weitergezogen hat mit seiner Racing-Karriere. Boah, Nick de Vries ist schon so einer. Oh Gott. Darum habe Kleiner ich seinen Racing-Anzug bei mir heimgehangen. Ja, One of one. Mann. One of one. So sieht es aus. Noch ein kleiner Fun-Fact zum Formel 2 endgültig abschließen. Es hat noch kein Formel 2 Fahrer die Formel 1 Weltmeisterschaft gewonnen. Und der erste Formel 2 Fahrer, der hochgekommen ist der Alexander Albon, wohlgesagt. Also was? Was hast du jetzt mal, den Satz, den du gesagt hast? Es hat noch nie ein Formel 2 Fahrer die Formel 1 Weltmeisterschaft gewonnen. Ja, aber der Lando. Das war nicht Formel 2 gewesen. Lando ist Formel 2 gefahren. Nein, der ist GP2 gefahren. Nein, der ist ja auch da drauf, siehst du schon. F2. Aha! Sorry, nein, ich muss anders sagen. Du meinst Championship gewonnen bei Formel 2, meinst du, oder was? Nein, es hat noch nie einen Championship-Winner. Sorry, jetzt ist es korrekt. Alter Futzdumm, das habe ich komplett falsch gesagt. Es hat noch nie einen, der Formel 2 gewonnen hat, Championship, Formel 1 Championship gewonnen. Eben, das meinst du so. So macht es sagen. Ja, Genau. genau. Sagen. So, ich habe auch keinen Sinn, was du gesagt hast. So. Ja, Entschuldigung. Siech, ey. So, also, wir sind jetzt recht abgeschweift. Wir sind eigentlich jetzt inzwischen im Qualifying in Ungarn. Und in Ungarn ist es ja eigentlich gerade so wichtig, dass man auch dort den Pol hat wie in Monaco, weil einfach die Strecke das kaum zulässt zum Überholen. Hat man gedacht. Im Rennen hat man dann doch ein bisschen wieder anders gesehen, weil eben die Strecke ist jetzt wieder so ein Paradebeispiel gewesen, dass die Fahrzeuggeneration doch eigentlich kann funktionieren auf gewissen Strecken. Weil man jetzt gedacht, Ungarn ist jetzt doch nicht so langweilig gewesen, wie es auch schon war. Weil sonst war Ungarn immer so gewesen, so, ja, ist halt das Wochenende. Aber man hat jetzt gedacht, Ungarn ist schon interessanter gewesen zum Zuschauen als zum Beispiel Spa, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat es mich jetzt persönlich gedacht. Und man hat also jetzt erst mal wieder gesehen, dass es auch andere Teams gibt, die vielleicht die Fahrzeuggeneration ein bisschen verstehen oder besser klarkommen mit gewissen Updates. Und zwar hat der Lando Pole geholt. Ziemlich überraschend sogar, weil man hat ja eigentlich immer gedacht, also, ja, Ferrari wird das Rennen dominieren, weil wenn es irgendwo eine Strecke gibt, wo ein bisschen Abtrieb gefragt ist, ist eigentlich Ferrari jetzt immer ein bisschen stärker gewesen als Mercedes. Ferrari hat es aber dann irgendwie wieder ein bisschen verkackt oder beim Setup verkackt oder wo auch immer. Und dann ist der Lando plötzlich auf der Pole gestanden, was für mich ziemlich überraschend war, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Aber ja, im weiteren Verlauf des Wochenende haben wir dann auch schon gemerkt, dass der Lando wirklich der schnellste Fahrer war, das ganze Wochenende drüber. Ja, definitiv. Sorry, ich bin gerade noch fokussiert auf die Hall of Fame-Seite. Die ist wirklich cool. Ja, sorry.
Quali, I'm zoned out. Ja, aber ich hatte davon geredet, dass ich sehr überrascht war, dass ich merke, das ist gar nicht so krass. Ich bin gerade im Albon sein Beschreib am Lesen gewesen. Ja, aber ich habe gerade gesagt, ich bin sehr überrascht gewesen, dass einfach der Lando vor allem Pole geholt in Ungarn und das hat eben Ferrari eigentlich ziemlich wieder verkackt hat, obwohl das man gemeint hat, dass sie ja Favorit sind an diesem Wochenende. Aber man hat dann eben im Verlauf des Wochenende eigentlich schnell mal gemerkt, dass der Lando ja der schnellste Fahrer ist in Ungarn im Moment. Ja, definitiv. Und für mich war dann im Quali schon klar gewesen. Also es ist ja die erste Pole gewesen, die nicht Mercedes macht, by the way, das Jahr. Für mich ist ab dann schon klar gewesen, hey, McLaren ist jetzt wirklich wieder auch im Fight dabei, weil ja bis Belgien ist schon besser gewesen, aber bis und mit Belgien eigentlich, ja, sind sie eigentlich eher so um Platz 6 bis 3 am Kämpfen gewesen, maximal. Und jetzt sind sie definitiv im Fight wieder mit dabei. Und ja, Ferrari hat viel mehr müssen machen eigentlich. Nicht zuletzt vor allem auch der Hamilton, wo dann ja noch einen Grid-Drop bekommen hat. Der hat ja relativ frustriert seine Runde beendet, gemerkt hat, es war nicht mehr drin gewesen und hat dann ja, einerseits vielleicht wegen Missinformation, andererseits weil er halt einfach auch vergessen hat, dass Ferrari auch Rückspiegel hat. Der Piastri wirklich extrem behindert. Also so eine starke Behinderung habe ich wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Also wenn du so diesen Satz rausschneidest, dann würde es so hart tönen, Mann. Ich habe es auch gerade gedacht. Aber halt, das ist halt schwierig in der deutschen Sprache. Verhinderung kann man vielleicht auch sagen, aber das ist so auch nicht richtig. Behinderung ist ja wirklich das richtige Wort für das. Aber das ist extrem. Also, dass der Piastri da nicht noch hässiger war, ja, hat wahrscheinlich nur damit zu tun, dass er generell ein ruhiger Mensch ist. Aber also das geht gar nicht und absolut eine verdiente Grid-Penalty für Hamilton. Genau. Ja, beim Penalty ist in dem Wochenende nicht geblieben. Es hat dann nachher nochmal eine weitere gegeben, weil er 0,1 km schnell gefahren ist. Aber wir kommen nachher dann nochmal vielleicht genauer darauf. Also, wir switchen mal über ins Rennen. Für mich sehr, sehr überraschend war, dass der Piastri am Startfahren dort oder auch nach dem Start vorbeigezogen ist und einfach so angeführt hat. Aber man hat auch gemerkt, dass der Piastri nicht so schnell ist wie der Norris. Und vor allem ja, ist es halt wieder ein Fehler vom Norris, den er am Start macht. Also man merkt immer noch ein bisschen so die Krankheiten, die er hat, dass er einfach am Start ein bisschen am Schwächeln ist. Das hat man ja letztes Jahr schon hier und da mal gemerkt. Aber nicht nur er war am Schwächeln gewesen, sondern auch der Leclerc und vor allem der Russell, der hat auch mal gemeint, ich bleibe eine Runde stehen da, weil es gefällt mir vielleicht gerade. der gefragt hat, was ist da los, wieso und so. Und dann sagt er einfach so, ja, Anti-Stall. Also, der wirklich den Start übelst verkackt und ist dann sehr, sehr weit hinterher gedroppt. Hat sich aber, muss man auch wieder muss man auch einfach erwähnen, hat sich aber im Rennen gut vorgekämpft. Also er ist dann ja nachher, ich glaube, was ist er geworden? P7, P8, irgendwie so etwas. Ich muss jetzt gerade mal sagen, habe ich da Ungarn P7 ist er geworden. P7. Er hat sich eigentlich wirklich noch mal gut vorgekämpft. Also, ja, ich meine, er ist ja, glaube ich, irgendwann mal 17. oder so. Also, von dem her hat er es nicht schlecht gemacht. Er hat sich wirklich, wirklich gut vorgefightet. Ja, wer auch ziemlich gut gefightet hat, ist der Sainz gewesen. Er hat aber gemeint, er muss mal da den Mr. Defense spielen, oder er hat gemeint, er macht einen auf Perez oder weiss ich was. Ist da im Zweikampf mit dem Alonso, hat dann nachher den Piastri nicht gesehen, der hinterher gerösselt ist und ja, hat beinahe einen Abflug gemacht, nachher der Piastri wegen ihm. Man muss aber auch noch dazu erwähnen, dass das ganze Blue Flag-System das ganze Weekend oder beziehungsweise vor allem das Rennweekend, oder das Rennen selber, hat nicht funktioniert. Beziehungsweise die Fahrer kriegen eigentlich immer aufs Dashboard eine Anzeige über, hey, du musst auf die Seite, der Fahrer kommt, respektive deine Nummer wird eingeblendet. Und das hat alles nicht funktioniert und dann müssen eigentlich Marshall winken mit der Fahne. Was ich einfach nicht verstehe, ist, dein Renningenieur weiss das auch. Und wieso gibt ja dein Renningenieur keine Anweisung? Weil zum Beispiel im Qualifying sagt er auch, hey, der Fahrer kommt, gang auf die Seite. Also dort hat irgendetwas einfach hin und vorne nicht funktioniert und der Toto Wolff hat sie so schön mit Teletubbies betitelt. Und ja, das hat natürlich eine riesige Diskussion gegeben. Für mich ist die 5-Sekunden-Penalty, die er nachher bekommen hat, eine viel zu milde Strafe gewesen. Also in meinen Augen, bin ich ganz ehrlich, sollte der Sainz noch fürs nächste Rennen irgendwie eine Grid-Penalty bekommen.
Weil das ist schon ziemlich heavy, weil das ist ja wirklich so ein bisschen Ocon-Verstappen-Vibe in Brasilien, wo gut, Ocon hat dann nachher den Verstappen wirklich abgeschossen, aber es war auch eine Runde gewesen, Erstplatzierung und dann nachher ist das so ja, ausgeartet und klar, am Ende des Tages, es hat der Brotene Face gemacht, weil ja der Piastri nachher mit einem Getriebeschaden rausgeflogen ist. Aber gleich, in meinen Augen, geht das nicht. Also da muss man wirklich ein bisschen aufmerksamer fahren, beziehungsweise da muss sich auch das Team an der Nase nehmen und halt einfach da auch eingreifen und halt einfach funken und sagen, hey, da kommt dann jemand. Ja, definitiv. Und ich meine, man hat ja immer noch Rückspiegel. Klar, wohl gesagt, das ist natürlich eine schwierige Situation, wenn du mit in einem Fight bist, mit einem Aston, dann noch in Rückspiegel schauen. Aber ich habe Videos gesehen, Onboards von ihm. Er hat, glaube ich, etwa schon 5 oder 6 blaue Flags, bevor er überhaupt in dem Fight, in dieser langen Links, also Kurve 1, 2, 3, Kurve 2, hat. Also er hat wirklich schon ganz viele Opportunities gehabt, aber das zeigt für mich eben auch ein bisschen das blaue Flaggensystem ja, vielleicht irgend so durch Lücken hat. Es gibt Leute, die würden das System gerne gar nicht haben. Die würden gerne sagen, ja, blaue Flagge heisst einfach nur, es kommt ein schnellerer Fahrer. Finde ich, kann es auch nicht sein. Schlichtweg. Also das ganz wegnehmen ist auch nicht gut. Aber schlussendlich bin ich ganz bei dir. Das Regelwerk ist das Regelwerk. Und es heisst, du musst innerhalb von, was sind es, 4 Flaggen, glaube ich, 4 blaue Flaggen, musst du Platz machen, wenn es mir nicht täuscht. 3 oder 4, ja. 3 oder 4 hat er offensichtlich nicht gemacht. Und wenn man schaut, jetzt ist im Piastri ja, für uns Schlusszeichen nichts passiert. Also er hat einfach sehr viel Zeit verloren. Aber es hat gerade so gut können ein Crash sein, wie damals Ocon Verstappen. Und der Ocon, ich habe es schnell gegoogelt, hat damals einen 10 Sekunden Stop-and-Go-Penalty bekommen. Das ist die stärkste Penalty, abgesehen von einer Disqualifikation, die du überhaupt kannst bekommen. Und ich finde, das ist schlichtweg angemessen. Da hat man easy auch das können, im Science geben. Ich glaube aber, und das ist ein Punkt, den ich schnell aufgreifen will, ich habe das Gefühl, der Sainz fährt extrem frustriert. Und ich habe das Gefühl, die Hölle ist los bei Williams, weil offensichtlich, was der James Vowles versprochen hat, nicht eintrifft. Das Jahr ist katastrophal. Ich glaube, der Alex ist überhaupt nicht happy und der Sainz ist wirklich, also visibly, man sieht es ihm an, der ist überhaupt nicht happy mit der Situation und es würde mich überhaupt nicht erstaunen, wenn er Ende Jahr irgendwo anders ein Plätzchen sich suchen. Ob jetzt nächstes Jahr schon oder übernächstes Jahr erst, aber mit dem Auto will er nicht länger fahren. Das ist nicht seine Ambition, schlichtweg nicht. Ja, also es gibt ja auch schon ein bisschen Gerüchte, dass er ja eben dass er den Williams-Vertrag auflösen und irgendwie da auch ein bisschen grössere Summen jetzt aber im Spiel sind, dass er gleich bleibt bei Williams und dann nachher Audi ist schon mal so ein bisschen Thematik und dann hat ja auch der Hülkenberg gesagt, also, ja, er kann ja Ersatzfahrer werden bei Audi und ja, man schaut wahrscheinlich schon im Lager Sainz für einen alternativen Platz, weil ja, Williams, da geht es halt einfach nicht vorwärts, oder? Und es ist halt einfach seit Jahren so, dass also entweder findest du dich einfach mit dem ab, dass du einfach in einem Team fährst, wo hinter nachfährt und zwischendurch vielleicht mal einen Ausreißer hat, wie letztes Jahr, oder halt du suchst halt einen neuen Platz, weil eben, ich denke halt einfach die Aussagen, die der James Vowles gesagt hat oder tätigt hat, dass sie vollen Fokus auf 2026 legen und alles. Ja, mag sein, dass sie das gemacht haben, aber es hat trotzdem nicht geklappt. Und ich finde halt einfach, dass da halt, ja, musst halt du irgendwo anders wieder hergehen oder zu einem anderen Team gehen, das eventuell mehr Potenzial hat. Das Problem ist halt eben, wo gehst du her, weil halt viele fixe Verträge haben oder beziehungsweise Fahrer haben, die besser performen als der Sainz im Moment. Also, und der Sainz ist halt eben einer, der hat halt wie er ist jetzt nie lang bei einem Team gewesen, oder? Ich meine, er war Toro Rosso gewesen, danach war er Renault gewesen, danach war er McLaren gewesen, dann war er Ferrari gewesen, dann ist er jetzt zu Williams gegangen. Also er hat so viele Fahrerwechsel schon gehabt und er ist eigentlich bei keinem Team richtig lang gewesen. Das einzige Team, wo er wahrscheinlich hätte länger bleiben können, wäre McLaren gewesen. Ist aber weggegangen, weil er zu Ferrari hätte können. Kann ich verstehen, weil bei Ferrari hast du natürlich immer das Potenzial, dass du kannst Weltmeister werden mit dem Team oder das Team kann Weltmeister werden. Aber es langt halt einfach wie
Nie ganz. Aber ich kann verstehen, dass du den Schritt machst, aber wenn du halt bei Ferrari bist, musst du halt einfach mit dem rechnen, dass du rausgerückt kannst werden. Und ich meine, bei McLaren wäre ja sicher so lange geblieben, bis der Piastri gekommen wäre. Ich gehe nicht mal schwer davon aus. Dann wäre er wahrscheinlich gedroppt worden, wenn überhaupt. Ja, und ich glaube, ein Piastri wäre, also, was heisst dropped? Ich habe das Gefühl, ein Piastri wäre auch gar nicht so interessant gewesen, wenn sie einen Sainz-Norris-Kombi gehabt hätten. Ich meine, da hast du eigentlich schon 2 Topfahrer und ja, wenn man es jetzt halt auf jetzt anschaut, alle Teams sind halt einfach auch happy. Also vor allem Frontteams. Was willst du, ein Norris oder ein Piastri, ein Verstappen oder ein Hadjar, ein Antonelli oder ein Russell, ein Leclerc oder ein Hamilton auswechseln von deinem Team? Das sind alles Top-Fahrer. Und selbst von den tieferen Teams. Also ich sehe bei Aston Martin vielleicht eine Öffnung. Ich sehe bei Haas vielleicht eine Öffnung. Ich sehe bei Cadillac vielleicht eine Öffnung. Aber dann guckt er wieder einfach nur hinten rum. Also da kann er gerade so gut einfach bei Williams bleiben. Ich glaube, Carlos Sainz hat sich mit seinen Karrierewechsel einfach auch ein bisschen seine Karriere kaputt gemacht. Ja, also fies definitiv. zum Sagen, weil, also versteh mich nicht falsch, zu Ferrari gehen ist ein No-Brainer. Es gibt keinen Grund, wieso dass du nicht einen Ferrari-Contract wirst annehmen, wenn sie dich anschreiben. Lewis Hamilton hat ihm aber einfach die letzte Tür jetzt so zugemacht und ich sage, er wird seine ganze Prime jetzt einfach nicht mehr bei einem guten Team sein, kommt dann vielleicht à la Kimi Räikkönen wieder zurück zu Ferrari, wenn der Lewis dann vielleicht einmal weggeht. Nicht einmal, weil sie werden aber wahrscheinlich einen selbst Berman das- nehmen. Eben, der ist so sackstark unterwegs. Für das müsste fast ein Leclerc auch die Schnauze voll haben, was auch nicht wird der Fall sein. Der Leclerc, Ja, er hat ja den ich glaube, Vertrag der verlängert. beißt durch, genau, hat wieder verlängert und ich glaube, der macht seine ganze Karriere bei Ferrari. Das Ja. macht keinen Sinn, dass er jetzt noch irgendwo anders hingeht. Gut, man muss aber auch im Sainz sagen, er ist natürlich auch ein bisschen ein armer Sieg. Ich meine, Toro Rosso ist er ausgetauscht worden, oder beziehungsweise zu Renault übergeswitcht worden, ist schon ausgelehnt worden und dann nachher ist er ja dort einfach geblieben und dann haben sie den Red Bull-Vertrag aufgelöst. Und bei Renault ist er dann nachher rausgerührt worden, weil der Wegen Danny Ricciardo. gekommen ist. Genau. Dann nachher ist er zu McLaren gekommen, dort ist er geblieben und eben, das wäre das einzige Team gewesen, wo ich davon ausgehen hätte können bleiben. Aber dann nachher ist halt eben Ferrari-Contract gekommen. Dort ist er dann auch wieder gedroppt worden. Also er ist ja eigentlich die ganze Zeit immer gedroppt worden und rausgerührt worden, blöd gesagt. Aber nicht einmal, weil er schlecht performt hat. Sondern weil halt einfach das Team gemeint hat, so, ja, es kommt jemand Besseres. Ja. Und ja, ich Aber meine, wenn du der Sainz bist als Fahrer, wo jetzt gerade dort 2018, wo ja nachher der Ricciardo gekommen ist, oder 2019, 19 war es, ja, wo er gekommen ist. 2018 ist er noch... Ja, ist er 19, bei Red 18 Bull ist er noch Red Bull gewesen. ich meine, Ricciardo ist ja wahrscheinlich einer der besten Fahrer am Startfeld gewesen, 2019, 18 um dort. Mhm, definitiv. Und ja, dann ist ja natürlich klar, wieso das Renault sagt, so wir nennen. Also von dem her. Eben, es sind alles so Sachen, wo, wenn du das so hörst, denkst du, das ist ein armer Sieg, aber wenn du den Hintergrund ein bisschen verstehst, wieso das rausgerührt wurde, kann man es immer durch nachvollziehen, weil er ist halt einfach, blöd gesagt, immer durch einen besseren Fahrer ersetzt worden, muss man so sagen. Ja, eigentlich schade drum, oder, also, wohl gesagt, ich finde, wenn man rein die Performance von ihm anschaut, ist er in vielen Wechseln eigentlich der bessere Fahrer gewesen. Also, wenn du jetzt mal schaust, eben gerade bei Renault, die haben den Ocon unbedingt behalten. Ja, wieso? Weil Cyril Abiteboul unbedingt einen französischen Fahrer im Renault-Team hat wollen. Bei Ferrari, es kommt ein 10-facher Weltmeister, aber trotzdem hat ein Sainz besser performt als ein Hamilton in seinem ersten Jahr. Bei McLaren, sind wir ehrlich, wäre er bei McLaren geblieben, dann wäre er wahrscheinlich früher, oder beziehungsweise wäre er wahrscheinlich der Champion wurde letztes Jahr. Ziemlich sicher. Ja, eine schwierige Karriere für ihn. Ich hoffe, dass es nicht dabei endet, dass er irgendwo hinten rumgurkt. Wir werden es sehen, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Gut, jetzt sind wir wieder recht abgeschweift vom Grand Prix in Ungarn. Ist okay, wir haben mit Season Pause einen längeren Podcast, plus es ist genau die Zeit, um darüber reden, über Fahrerwechsel. Genau, ja, also eben, das ist ja auch so eine Thematik, wer geht woher. Essen ist ja so ein riesen Thema. Ob der Alonso geht, Stroll, weiß gar nicht, ob der einen fixen Vertrag hat, ich glaube, es hat gar keinen, aber der fährt einfach immer. Nach Lust und Laune. Ja, wahrscheinlich schon, so bei dem Stil.
Aber Essen ist eben gerade nochmal so ein gutes, so eine gute, so wie sagt man, gute, ja, jetzt habe ich den Übergang schon wieder verkackt, aber egal. Ein guter Übergang. Ja, genau, ist ein guter Übergang. Und zwar, die haben ja, wie gesagt, ja ein riesen Update gebracht, wo man muss wirklich sagen, es ist jetzt nicht so gewesen, dass sie gerade haben können irgendwie im Mittelfeld mitfahren, aber sie sind doch schneller gewesen. Und ich meine, der Alonso ist sogar mal in der Top 10 rumgegurkt mit seinem Auto und dann ist er halt dann auch wieder ein bisschen zurückgespielt worden. Aber man hat es gedacht, es sieht schon besser aus. Und in Sanford kommt ja noch der neue Motor von Honda und da bin ich echt gespannt, wo sie dann etwa so könnten mitfahren. Ja. Klar, man muss jetzt nicht damit rechnen, dass sie gerade vorne werden mit Tauben. Aber eventuell liegt es drin, dass sie vielleicht im Midfield mitfahren und vielleicht liegt ja mal irgendwie ein Q2, Q3. Gut, das Q2 haben sie geschafft. Vielleicht das Q3, aber da muss viel passieren, denke ich. Aber ja, mal schauen. Also Aston hat mich doch überrascht. Also am Anfang hat es nicht so ausgesehen, die Trainings, aber dann gegen Schluss hat es doch ein bisschen dann ausgesehen, dass es, die Updates ein bisschen etwas gebracht haben. Also ich denke, sie können schon zufrieden sein, dass da was sie gebracht haben. Ja, definitiv. Ich meine, die haben das Rennen abgeschlossen auf P13 und 14. Somehow der Stroll vor dem Alonso, obwohl der Alonso wie immer das ganze Wochenende eigentlich besser ausgesehen als der Stroll. Ich habe richtig Freude gehabt, muss ich sagen. Vor allem im Quali habe ich mich eigentlich nur auf die Astons fokussiert. Und dort hat es eine kurze Zeit gegeben, im Q2, wo der Alonso P10 war. Und dann haben wir einfach nur so gedacht, bitte, irgendwelche roten Flaggen, ein riesen Regenschauer, irgendetwas, dass er jetzt einfach direkt ins Q3 wird kommen, wäre mega cool. Aber schau, ich sag's wie es ist, sie sind jetzt in einem Dings, an einem Punkt, wo es wirklich kann passieren kann, dass sie Wochenende für Wochenende ein bisschen Punkte reinfahren können. Nicht unbedingt on pace. Das wird schwierig, weil on pace ist halt einfach ein Audi und ein Racing Bulls und ein Alpine ganz klar noch schneller. Also das sind die 3 Teams, die die Punkte holen, wenn die Rennen nicht spannender werden aus irgendwelchen Ausfällen. Wenn du jetzt aber schaust, in Ungarn ist der einzige Ausfall im vorderen Feld ist der Oscar Piastri gewesen. Und wir haben schon Rennen gehabt, wo 4, 5, ich glaube sogar 6 Fahrer, die so normal in der Top 10 gewesen wären, nicht fertig gefahren sind oder irgendwelche Probleme hatten und hintergefallen sind, Strafen hatten und hintergefallen sind. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Aston Martin dieses Jahr Doppelpunkte holt. Und das ist nicht etwas, wo ich das Gefühl hatte, könnte ich behaupten, überhaupt noch dieses Jahr. Aber ich bin mega froh darum, dass es so ist. Ich bin generell ein riesen Honda-Fan und hoffe jetzt wirklich, dass Aston Martin doch ein bisschen vorwärts machen kann. Weil ich bin momentan so ein bisschen auf der Suche nach einem Team, das ich unterstützen kann, wenn der Verstappen nicht mehr bei Red Bull ist. Red Bull wird ich immer unterstützen. Das war für mich so in der Kindheit mein Lieblingsteam gewesen. Und keine Ahnung, ich gönne es ihnen mega. Mal schauen, was Zandvoort dann bringt. Das ist übrigens das erste Rennen, das startet nach der Pause. Am 21. August, glaube ich, oder irgend so etwas. Genau. Kann sein. Ich weiß gar nicht, wann. Kann sein. Das ist es steht bei mir oben links. 21. Ja, genau. Ja, und sonst, du hast ja ganz viele Sachen aufgeschrieben, ein paar Fights, die es noch gibt, Norris Antonelli, der Sainz Piastri Kontakt haben wir schon gehabt. Ein Overtake, den ich noch erwähnen, den ich richtig geil gefunden habe, von Max am Hamilton. Ich glaube, der Hamilton war schon der Kurve gewesen, und der Max ist dann über die Ziellinie gefahren und ist noch dran vorbeigegangen in Turn 1. Das war so wirklich so ein bisschen Danny-like gewesen, muss man ehrlich sagen, weil der ist so der Stamp and Send. Ja, genau. Es ist wirklich ein geiles, also ein richtig geiler Overtake gewesen, aber muss man auch wieder erwähnen, Hamilton hat aber auch sehr gut mitgespielt. Also weil da machst du nicht bei jedem Fahrer, aber ich denke einfach, der Max hat so, komm, go for it. Ja. Und ist wirklich geil gewesen. Ist wirklich geil. Absolut. Und ich muss wirklich sagen, diese Saison, was ich mega am Genießen bin, ist, es ist zwar nicht um P1 und P2, aber der Hamilton und der Verstappen verwünschen sich oft gegenseitig auf dem gleichen Teil von der Strecke, in der gleichen Zeitsequenz vom Rennen. Und wir haben so oft genau zwischen diesen beiden wirklich Fights, und es ist einfach ein Gaumenschmaus, diesen zwei zuzuschauen. Also es ist
Wirklich sehr, sehr schön. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen so. Und ich glaube, so ein bisschen mehr oder weniger abschliessend also klar, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Rennen, aber ich glaube, was sehr offensichtlich ist bis zu dem Punkt, wo wir da sind, ist, wenn du mal eine Strecke hast, wo die Batterie immer voll aufgeladen ist, wie in Ungarn, dann ist das Rennen auf einmal spannender. Es sind Overtakes auf einmal natürlicher. Nimm zum Beispiel einen Bortoletto-Overtake am Ocon, wo der Ocon nachher gesagt hat, «He cut the chicane!» Hast du das gesehen? Ja. Das ist so gut. Das sind einfach wirklich geile Overtakes. Dort vielleicht schon noch ein bisschen Batteriemanagement, wo drin eine Rolle spielt. Aber Ungarn war wirklich deutlich angenehmer gewesen, zum Schauen. Oh, welch Wunder, wer hätte es gedacht, als eben gerade in Belgien oder Silverstone, wo halt sehr, sehr power-reliant ist. Aber ja, das mal so ein bisschen so zu vorabschließenden Wort zum Rennen. Genau, also wir können eigentlich schon ein bisschen übergehen Richtung Abschluss. Hamilton hat ja eben dann noch im VSC seinen legendären Pitstop gemacht, zum dritten Mal, der komplett unnötig war, wo sich viele Leute und viele Ferrari-Fans vor allem aufgeregt haben, wo wir eben auch vorher gesagt haben, ja, Ferrari jetzt langsam draussen mit der Strategie. Ja, dort haben sie mal wieder das Gegenteil bewiesen, dass sie es doch nicht so im Griff haben. Sehr, sehr bitter, weil einfach wirklich Track Position verloren gegangen ist und ja, nicht mehr können wirklich aufgeholt werden. Also in meinen Augen wirklich völlig unnötig gewesen. Und ich glaube, so, der Hamilton hat auch nicht so wahnsinnig Freude gehabt an dieser ganzen Geschichte. Und dann hat es natürlich noch eben das Speeding in der Pitlane gegeben mit 0,1 Sekunden, wo er zu schnell war. Ja, was ihn natürlich dann halt auch wieder, wieder ein paar Sekunden gekostet hat. Sehr, sehr bitter. Eben Hamilton für mich irgendwie das Jahr der Fahrer mit dem meisten Penalty, wo er kassiert. Und vor allem immer so dumme Penaltys, habe ich das Gefühl. Also Sachen, die man eigentlich könnte wirklich vermeiden. Ja, jetzt gerade das Wochenende wirklich, also er ist ja selber nachher auch sehr, sehr hässig über sich selber gewesen und auch in den Interviews sehr, also so ein Hamilton hast du eigentlich nur letztes Jahr oder die letzten 2 Jahre bei Mercedes gesehen, wo er sich einfach Vorwürfe macht des Todes. Aber, sorry, einfach auch zu Recht. Also in Ungarn hat er Potenzial gehabt, das Rennen zu gewinnen. Er hätte Pole holen können, er hätte besser oder weiter oben starten, er hätte keine Penalty haben und hat sich das wirklich einfach selber versaut. Er ist nur, weil er einfach unvorsichtig ist, auf B5 und nicht irgendwie auf dem Podium gelandet. Also selber schuld, bitter für ihn, aber noch bitterer in meinen Augen für den Piastri. Er war ja der Auslöser vom VSC, der dann die Penalty im Hemi gegeben hat. Runde 56 aus dem zweiten Platz raus ist er retired. Ist halt irgendwo durch noch schade, wenn man halt bedenkt, dass ein Piastri-Besitzer erstaffig in Japan und Miami auf dem Podium gestanden ist und hat jetzt da easy nochmal ein P2 können holen. Also ich habe das Gefühl, der Piastri, über den redet man zwar nicht viel das Jahr, aber der geht auch gerade wirklich eine scheiß Saison durch, mit viel Pech auch, wird auch nicht angenehm sein, in seiner Haut stecken momentan. Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, er braucht diese Sommerpause ziemlich dringend und ich hoffe auch, dass er dann nachher mal wieder ein bisschen zur Form findet, weil wirklich seit letztes Jahr nach der Sommerpause ist ja seine Performance sehr in den Keller runtergefallen. Und ich hoffe einfach hoffe wirklich, dass er ein bisschen aus dem Loch rausfindet, weil er ist wirklich eigentlich ein sehr, sehr guter Fahrer, der auch sehr talentiert ist und ich finde es schade, wenn halt einfach nicht mehr kommt in dem Sinn. Ja, aber sein Teamkollege, der hat dann nachher den Win geholt, das erste Mal, der Lando. Hat es mal geschafft. Schön für ihn. Dann nachher der Verstappen, zweite und Antonelli, dritte. Ja, also, schlussendlich, wie ich schon ein paar Mal jetzt erwähnt habe, der Lando war definitiv der schnellste Fahrer am ganzen Wochenende und ja, er hat es schlussendlich auch verdient, weil er halt einfach der schnellste war und das Setup hat wahrscheinlich gepasst. Verstappen einfach für mich immer wieder das Highlight, wie er es mit dieser Scheisse auf Platz 2 schafft. Und auch der Antonelli natürlich hat profitiert natürlich vom Hamilton Penalty und allem, dass er dort noch auf Platz 3 vorgerutscht ist und hat so natürlich auch wieder seine Führung in der Championship ein bisschen ausbauen. Apropos mit dieser Scheisse auf P2, anscheinend hat der Verstappen im Park Vermeer noch bemerkt, dass er ein Loch in der Seitenwand hatte. Und irgendwie trotzdem noch P2 geworden ist. Das macht es irgendwie nur noch krasser. Ja, das ist schon ja. unglaublich. Aber
Das ist so noch eigentlich... zum Podium Ja. ein Fun Fact, noch ganz schnell. Das ist, wir haben jetzt die ganze erste Hälfte der Saison durch. Es hat noch kein einziges Mal die gleiche Konstellation auf dem Podium gehabt. Das ist wenigstens wirklich noch eine coole Sache. Also du hast immer Das ist wirklich andere geil, ja. Fahrer auf dem Schon Podium. andere gehabt. Hm. Ja. Heftig, ja. Das ist krass eigentlich. Wir haben jetzt doch schon 11, 12 Rennen gehabt, glaube ich. Also, 11 Rennen, ja. ja, das ist schon krass, ja. Krass. Das ist noch geil. Ja, das ist aber sonst soweit eigentlich der Ungarn Grand Prix gewesen. Ich würde sagen, schon einer der besseren als gegenüber den letzten paar Jahren. Und dann ist jetzt eben das Ganze in die Sommerpause gegangen, respektive es hat noch eine dicke News gegeben und das ist sogar am Rennsonntag gewesen. Ist es am Rennsonntag schon gewesen? Ja, meinte ich, ja. Das kann gut sein, ich bin ein Ja, bisschen abwesend. meinte ich. Und zwar, Malaysia ist back. Und ich habe richtig, richtig Bock auf das. Es ist aber so, dass Malaysia nicht als Malaysia GP an den Start geht, sondern als Bahrain Grand Prix. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Phänomen, wo neu ist oder wo es noch nie geht. Zum Beispiel in der Schweiz haben wir finde ich, auch von Malaysia nicht gehabt, aber das Rennen in der Schweiz ist nie in der Schweiz gewesen, sondern zum Beispiel in Dijon. Was hat es noch für Rennen gegeben? Es hat noch andere Rennen gegeben, die auch schon mal extern ausgeteilt sind. Zum Beispiel, Klassiker, San Marino. Haben gar keine Rennstrecke, ist Imola gewesen, zum Beispiel. Ja, Ist stimmt. auch so etwas. Also, das hat es auch schon gegeben. Es ist nichts Neues, Oder aber... weißt du noch, der Steiermark Grand Prix. Ja gut, wo einfach aber nochmal die Strecke ist schon in der Dings ist. Steiermark, also von dem her ist ja nicht gelogen. Ja, genau. Genau. Aber das ist, ja. das Ding ist ja einfach das schlussendlich, ich glaube, das ist das erste Mal, aber wo ein Grand Prix so weit von der effektiven Strecke oder vom effektiven Land weg ist. Allerdings ist es so, dass Bahrain das Ganze zahlen. Also, dass wirklich Malaysia finanziert wird durch Bahrain, dass sie dort den Grand Prix haben. Finde ich, muss ich wirklich sagen, eine mega coole Aktion von Bahrain, dass sie das machen, dass sie Geld reinbuttern, dass wir vor allem so eine geile Strecke werden haben. Die Strecke wird allerdings der Fahrzeuggeneration wieder nicht so gut kommen, vor allem wegen der zwei langen Geraden, also Backstraight und Mainstraight eigentlich. Das wird dort ein bisschen ein Krampf werden, ehrlich gesagt. Aber sonst Malaysia, eine von meinen absoluten Lieblingsstrecken. Ich finde die so geil. Und ich bin gespannt, wie es wird von der Temperatur. Keine Ahnung, das ist ja im Herbst, im Oktober ist das Rennen zwischen Singapur und... United States. Ja, nein, macht zwar nicht Sinn. oder Nein, es müsste vor, also nach Aserbaidschan vor Baku, Singapur. Genau, genau, Baku und Singapur dazwischen ist es. Lol. Und Jetzt bin ich gerade so verwirrt gewesen, sorry fürs Reinschnorren. Du siehst Aserbaidschan und effektiv, also logischerweise auch, Bahrain Grand Prix. Und ich dachte, die haben es auf der Webseite noch nicht angepasst. Mal, wenn du die Strecke anschaust, es ist Malaysia. ja. Richtig geil. Ja, Anyway, das sorry. ist geil. Aber ich freue mich richtig, richtig drauf, wieder mal auf dieser Strecke drauf zu fahren. Also nicht mehr, aber halt zuzuschauen, weil es ist wirklich ein sehr, sehr guter Grand Prix, eine sehr schöne Strecke. Und natürlich für mich auch eine grosse Hoffnung dahinter, dass vielleicht so viel Anklang findet, vielleicht so spannend wird sein oder ein guter Grand Prix wird, dass die Strecke auch nie findet in den Kalender. Klar, wir haben jetzt inzwischen so viele Strecken, aber wir kommen halt nicht darum herum, dass es halt einfach immer Rotationen gibt. Aber es ist ja auch für den Streckenbetreiber viel lukrativer, wenn er nicht jedes Jahr muss viel Geld in die Hand nehmen muss, sondern jedes zweite Jahr zum Beispiel. Darum, ich hoffe schwer, dass es reinfindet, weil die Strecke braucht es im Kalender. Das ist eine wirklich eine Oldschool-Strecke, die einfach wirklich geil ist. Ja, also ich meine, nur schon, wenn ihr euch mal das Streckenlayout anschaut, man sieht immer relativ gut, wenn eine Strecke so eine typische Hermann-Tilke-Strecke ist, oder? Ist immer so ein bisschen das gleiche Rezept und so. Aber Malaysia ist einfach anders. Und ich kann zwar leider nicht sagen, hey, ich kann Rennen schauen von dort. Ich habe ja erst 2018 angefangen, wirklich jedes einzelne Rennen zu schauen. Und ich habe vielleicht als Kind... Na gut, Malaysia war schon nicht so lang im Kalender gewesen, oder? Die sind irgendwie 99 haben die sind die reingekommen, oder 99. 98. Und dann nachher sind sie drinnen geblieben bis 2017. 2017, ja, dort wo Hamilton der Motor in die Luft gegangen ist. Dann wird ich vielleicht als Kind... 16? Ah, fuck. Ja, aber Dann dort, wo vielleicht... der Grosjean über den Schachdeckel reingefahren ist und abgeflogen ist. Ist es dann nicht gewesen? Ja. Oh mein Gott, Alter.
Ja, dann würde ich es vielleicht als Kind ein bisschen mitbekommen haben, aber ich habe Strecke in Simulatoren ein paar Mal schon gefahren und also ob jetzt in einem GT-Auto oder in einem Formel-1-Auto, die Strecke ist einfach auch richtig geil zum Fahren. Es ist so ein richtiger Drivers-Track. Du musst die Kurve richtig aneinander drehen, dass für die nächste Kurve der richtige Speed hast etc. Also rein zum Fahren sehr geil. Eben leider schade haben wir die Fahrzeuggeneration, aber das wird eine Strecke sein, wo ich vor allem sehr, sehr gespannt bin auf das Quali. Nicht zuletzt, weil, man denkt es vielleicht gar nicht, sehr viele Fahrer, die jetzt auf dem Grid sind, haben die Strecke effektiv noch gefahren. Also du musst führen eigentlich zu Lando, George Russell, alle, die ab dann gekommen sind und Leclerc, die die Strecke nicht gefahren sind. Sonst fast alle anderen Fahrer können die Strecke und das wird auch einen riesigen Unterschied machen. Bin sehr, sehr gespannt auf die Strecke. Ich auch. Also ich freue mich sehr darauf. Und ich würde sagen, dass das eigentlich schon so weit alles schon war, was wir ansprechen in diesem Podcast. Ich denke, es wird sicher nochmal, also musst du sagen, aber ich denke, es wird sicher nochmal eine Episode geben, wo man vielleicht ein bisschen Silly-Season-mässig könnte ein bisschen schwätzen, wo man vielleicht nicht so einen extrem langen Podcast machen, aber ja, es gibt ja doch hier und da ein bisschen Gerüchte und vielleicht mal schauen, wie es in 2 Wochen aussieht. Vielleicht ist ja schon etwas passiert, etwas Unerwartetes, aber ja, wenn ich so denke, Haas, Ocon zum Beispiel ist auch so ein Kandidat, der ein bisschen auf der Kippe ist, eben Aston, Williams, Ferrari, Hamilton, sein Vertrag läuft ja eigentlich auch aus Ende Jahr. Also Cadillac mit dem Colton Herta ist genau, Cadillac, beide Fahrer, die sogar anscheinend sollen gedroppt werden. Also es gibt überall ein bisschen Gerüchte und Spekulationen, also ich sehe, es ist nie eigentlich wirklich absolute Ruhe in der Formel 1. Es gibt immer etwas zum Besprechen. Und ich würde sagen, dass wir schon mal in der nächsten Episode ein bisschen die Silly-Season anschauen, mal schauen, was da so abgeht. Und eben das nächste Rennen ist ja dann erst in einem Monat oder gut in einem Monat. Und von deiner Seite her ist gut, oder hast du irgendetwas so einwerfen? Ja, nur etwas ganz, ganz Kurzes. Anscheinend hat Mercedes einen Riss in der Ölpfanne vom Russell gefunden und das war das Problem gewesen. Wegen dem wird jetzt sein Motor komplett ersetzt für nach dem Rennen. Bin gespannt, für nach der Pause. Bin gespannt, ob das in Holland wirklich etwas bringt. Und in 2 Runden, also 3 Runden, ist dann der spanische Grand Prix in Madrid. Die Strecke sieht richtig hässlich aus. Ja, mal schauen, wie es sieht. Ferrari ist dort schon drauf gefahren mit dem aktuellen Auto, weil sie einen Filmtag genutzt haben und weil die Strecke noch nicht FIA zertifiziert wurde oder kann ich sagen, der Beton oder Teer oder was auch immer, also einfach der Streckenbelag, so muss ich sagen, ist noch nicht von der FIA abgenommen worden, also noch nicht homologiert worden und darum haben sie mit dem Auto drauf fahren, was ja eigentlich schon nicht dürfte. Haben sie einfach eine Grauzone ausgenutzt, Ferrari. Aber das wäre es mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Und schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder, wie gesagt, über Silly-Season reden oder dann sicher, wenn wir dann nach dem Holland Grand Prix wieder einen Podcast machen, denke ich mal. Und fürs wieder, würde ich mal sagen, besser gewesen. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Und dann wünsche ich euch einen ganz schönen Abend, Morgen, Mittag, wenn auch immer ihr den Podcast hört. Und dann hören wir uns dann wieder das nächste Mal beim Unsafe Release.